glaube, die größte Herausforderung für die Architekten ist, sich in diesem ganzen kommerzialisierten Gewerbe des Bauens überhaupt eine Position zu bewahren. Wir können das an vielen Ländern oder vielen Bereichen sehen, dass der Architekt immer mehr so zur Fassadendesigner wird, aber diese zentrale Rolle des Architekten, nämlich tatsächlich all diese Bereiche zu integrieren und das zu einem gesamten Werk zusammenzuführen, ich glaube, diese Rolle ist tatsächlich sehr gefährdet. Was für uns eigentlich so exemplarisch an diesem Albertinum ist, dass wir eigentlich am Anfang von diesem Projekt sozusagen auf der Suche nach der Aufgabe waren. Und das ist eigentlich so was uns generell interessiert, ist nämlich uns die Aufgabe überhaupt erst zu stellen. Weil ursprünglich bei diesem Projekt ging es darum, in den Innenhof dieses Albertinums, aufgrund des Hochwassers, was es irgendwie 2 Jahre vorher in Dresden gab, ein Depotgebäude zu bauen. Das Interessante am Albertinum war, dass hier unten die Keller waren und die waren alles überschwemmt. Und wir haben aber gesagt, ja halt, hier gibt es ja überall Fenster. Und alle Leute wollen ja eigentlich gerne hier reinschauen. Und wenn ich jetzt dieses Haus hier einfach in diesen Hof baue, dann ist eigentlich diese ganze Orientierung dieses Hauses weg. Und jetzt ging es eigentlich darum zu sagen, na gut, diesen Hof wollen wir erhalten. Und was wir gemacht haben, ist jetzt eigentlich hier oben ein neues Gebäude eingesetzt, was im Prinzip zwischen Traufe und First eben positioniert ist und diesen Hof einfach über die ganze Länge überspannt, und dadurch entsteht hier unten eben das, was wir wollten, nämlich den zentralen Verteilerraum, und oben schwebt dieses Haus drüber und seitlich hier und hier fällt das Licht rein.